Naja, ich denke, Von der geht. so 36 Musik quasi Aldo, da fängt mal an. Die sieht alle gute Präsentation, hoffentlich mal. Da wird mir muten, der Rest mal nach. Moin. So. Voilà, schöne gute Morgen, vielmals merci, dass ihr alle guten da seid. Wir machen heute ein kleines Webinar von 2 Stunden, 2,5 Stunden über die neuen wichtigen Punkte vom Trinkwassergesetz, wie sie an der Lux-WSP mit integriert gehen, und dann noch einen kleinen Teil über das Smart Metering und auch den Fuitentor. Voilà, ich gehe ein bisschen muten. So. Vielleicht ein paar kleine Regeln, einmal das Webinar aufhängen. Alles, was man lo schwarze, was gewiesen wird, wird enregistriert. Das heißt, ich hatte es in einer Mail am Vierfeld kurz geschrieben. Wir werden das ganz publizieren auf unserem YouTube-Channel. Das heißt, jeder, der nicht will, wenn er eine Frage stellt oder auch an der Kamera noch visibel ist, wenn er das nicht will, soll man einfach kurz Bescheid sagen. Für den Rest wird das Webinar abgeholt und ihr kriegt auch noch Webinar einen Link mit also YouTube-Link, wo ihr das Ganze dann einfach könnt nachlesen, wird auch da publiziert gehen. Weil ab Mikro gucken so weit wie es geht, immer zu muten. Solange Konnexion funktioniert, kann die Kamera anlassen. Am anderen Fall muss es nicht sein. Ich kriege meine Haut leider selber nicht an. Frauen ist immer so, dass wir quasi kapitelweise da durchgehen. An einem Kapitel machen wir dann immer so 5 Minuten ab, wo Fragen gestellt gehen. Und ganz zum Schluss vom Webinar ist dann noch ein groß frohe Runde, wo der jeder kann seine Sache lassen. Wenn der eine Frau hat, am besten einfach die Hand heben am Webex, da das innen das kleine Symbol, oder die können einfach im Chat schreiben, dass eine Frau hat. Also, sobald wir dann mit diesem Kapitel fertig sind, fängt man dann nur mit den Frauen. Genau, und dann auch just ein ganz kleines Detail, ganz zum Schluss werden wir noch so ein Poll, also Questionnaire, und ich verschicken mit ein paar allgemeine Fragen und auch noch ein paar Fragen, ein bisschen mehr konkret auf die verschiedenen Themen, wo wir heute werden gesehen. Genau, wir fangen an mit dem ersten Punkt vom Ordre du Jour. Das ist ein kleines Intro von der Brigitte Lambert. Moin Brigitte. Moin Katrin, vielmals merci für die Explikation bislo. Schöne gute Morgen dir alle gut. Ich freue mich, dass ihr zahlreich raufgefunden habt, für als Webinar beizuwohnen. Wir werden bemühen, für allem ob die solche Changements zu schwarze kommen, die beim neuen Trinkwassergesetz am 22. Dezember vom letzten Jahr, ob als alle guten durchkommen sind. Mit aber einen Fokus auf die erste Obligation, die auch neu dabei können für das Jahr 2024, und das ist die Ermittlung vom Taux de Fuite, eben auf Modalitäten davon, wie die Vorgehensweise ist. Und wir werden dann noch ausweiten, eben auf das Sujet vom Smart Metering, das ist eigentlich eine Mesure, die mir gesehen, das Kind mittel- bis langfristig wirklich multiple Avantagen mitzuspringen, notamment aber auch Niveau von dem Wasserspuren, weil es nämlich erlaubt, für Real-Time-Feedback der Leute zu gehen von ihrer Konsumation. Und da will ich auch gar nicht lang Zeit verbringen mit einer allgemeinen Introduktion. Und ich kann ganz gerne weitergehen meine Kolleginnen Katrin Krack und Nabila Adjaoud, die werden durch das Webinar guidieren. Und wichtig ist, wie Katrin auch schon gesagt hat, das Webinar ist da für ihr, für Hilfestellung auch zu gehen. Auch ganz klar, was Frohe sind, stellt sie am Chat, stellt sie hier an diesem Webinar, wann nach Frohen sich ergehen, die vielleicht nicht adressiert konnte gehen oder Zeit nicht da war oder wo ihr Stunden noch beifallen, zeigt nicht für als Dünner zu kontaktieren. Und wir werden gucken, für so gut wie möglich können eben ob Frohen anzugehen. Daher vielmals merci. Und ich wünsche dir ein ganz schönes Webinar.
Vielmals merci, Brigitte. Genau, da kommen wir direkt auf einen großen, wichtigen Punkt, wo von der ganze Webinar drum dreht. Das sind eben das neue Trinkwassergesetz, was seit dem 23. Dezember letztes Jahr, also 2022, in Kraft getreten ist. Da werden wir einkehren, ob die verschiedenen Kompetenzen für dich angehen, also wie hat sich das ein bisschen geändert mit dem neuen Gesetz, wen ist für was für ein Themenfelder wirklich responsabel, wo sind die prinzipiell wichtigen Punkte, die geändert haben. Dann gehen wir ganz zum Schluss auch noch rein, ob so kleine andere Modifikationen, die am Gesetz draufstehen, an, die aber noch nicht den Hauptvolle sind. Dann gehen wir dann gucken, wie die neuen Punkte, weil quasi all neu wichtige Kapitel aus dem Trinkwassergesetz hat auch eine direkte Integration an den Lux-WSP zu sprechen. Das heißt, da werden auch noch Fragen beikommen, Waschfallen oder ummodelliert gehen, und das eben am Lux-WSP. Ich meine, wir können Europa nur nicht angehen, aber jeder weiß hoffentlich mittlerweile, was das ist. Da werden wir ein ganzes Thema über Twitter nachher angehen, ein bisschen über den Todesfried schwatzen, wie den an unseren soll geguckt gehen. Wir gucken nachher, was für ein Tableau ist zur Verfügung gestaltet für den Todesfried, auch ein bisschen mehr genau können zu verfolgen. Und darauf aufbauend werden wir dann noch eine ganze Wolle Smart Metering machen. Wir werden noch nachher darauf angehen, how das jetzt erst einmal in klappen, für zu gucken, wo wir als Gemeinde, als Syndikat steht, wie den Antere und in den verschiedenen Themen aus. Und natürlich, wenn wir nur noch frohe sind, auch ein bisschen mehr detailliert froh, respektive ein bisschen mehr Antere und die Fritten um Smart Metering aus. Da können wir auch weiterhin, das wäre doch am Questionnaire, ein kleines Atelier machen, wo auch der Fournisseur da wirklich präsent ist, wo ihn das ein bisschen mehr zu begreifen hat. Voilà. Und da geben wir noch einen kleinen Ausblick und dann haben wir es für heute auch schon gepackt. Genau, die Intro haben wir Hanna da ist. Da guckt man, wie viel Druck gesagt ob Kompetenzen. Das, was sich im Moment am neuen Trinkwassergesetz ein bisschen geändert hat, was für Druck vielleicht nicht so bekannt war. Wir sind zu 3 Ministerien, respektive 3 Verwaltungen, die responsabel sind für verschiedene Themen am neuen Trinkwassergesetz. Das heißt, auf der einen Seite haben wir natürlich unser Ministerium mit unserer Verwaltung. Auf der anderen Seite also den Santé-Minister mit der Direktion von der Santé, gerade für die Wolle von der Santé humaine, Radioprotektion, die einen ganzen Teil responsabel sind oder sich darum kümmern. Aber was Neues ist dann die Administration veterinär alimentär, ALVA, den Kürzel, den in dem Minister von der Agrikultur sitzt. Was eins so ein bisschen komisch wirkt, das sind aber die ganze Wolle eben huvert nicht der Veterinär mit dem Teil von der Alimentation. Gerade wenn wir über Legionale schwatzen, das ist dann das Minister der Agrikultur mit der ALVA, die sich darum kümmern. Natürlich immer an Zusammenarbeit mit das alle Guten, aber für Schluss eine Karte zu gehen, wo die verschiedenen Themen angesiedelt sind. Wenn man gucken, was Oslo überhaupt betrifft vom Trinkwassergesetz, das heißt, bon, wie ihr das seht, am Anfang nimmt das, was Trinkwasser ist. Das heißt, war das raus aus dem Gesetz, das ist alles, was in der Reglementation von den O-Mineral naturell fällt, von der Gegebenheit vom Wasser. Dann ein das, wo Wasser gebraucht wird, wo Medikamente mit dran sind oder was gebraucht wird für an der Herstellung. Dann aber auch Wasser, was kein direkt Einfluss hat auf die Gesundheit vom Konsument. Das heißt, da sind wir im Moment wirklich schon in der größeren Diskussion, auch mit dem Gesundheitsminister, was für ein Wasser das sind. Also gerade wenn wir gucken, ob Rewasserrekuperation, ob Grauwasser, es muss eigentlich klar definiert gehen, was braucht eine Trinkwasserqualität, respektive was braucht keine Trinkwasserqualität. Da sind wir zum Beispiel am Punkt, ja, Trinkwasserqualität, wo wir es sicher brauchen, das ist alles, was Getränks, Alimentation, Körperhygiene, ob man Zahnwaschen oder Eiswaschen, alles, was mit Putzen, Bonnen im Haus, respektive sogar Putzen draußen im Haus angeht, wenn man bei sensible Klienten, die junge Kanner, ältere Kanner, auch da braucht man natürlich Wasser, was eine Trinkwasserqualität hat. Für den Rest sind wir aber da am Gang, wie gesagt, mit dem Gesundheitsminister das aufzuklären, und da wird auch ein ganz genau löscht rauskommen, wo was für Wasser kann für was für ein Gebrauch genutzt gehen. Genau. Und dann noch ein kleiner Punkt, die Leute, die auch nicht betroffen sind von Trinkwassergesetz, das sind die Quellen, respektive Privatquellen, die Männer wie 10 Kubikmeter am Tag
approvisionieren, also gehen oder Männer wie 50 Leute alimentieren, außer wenn wir lorem an einer Aktivität kommerziell und publik sind. Die fallen natürlich auch mal in das Trinkwassergesetz. Aber all die anderen, die just in der 10 Kubikmeter sind, die doch echt für die private gebrauchen, die fallen natürlich nicht mehr drin. Das nicht, also wenn ihn als kontaktiert, weil irgendwo Probleme so von einer privaten Quelle, natürlich gehen wir immer Parameter vom Trinkwassergesetz raus. Sie sind aber auch von der Reglementation nicht obligatorisch und als Parameter oder Grenzwerte aus dem Trinkwassergesetz gebunden. Voilà. Da guckt man was sind überhaupt die neu wichtigen Punkte, die am Trinkwassergesetz stehen oder die geändert haben par rapport zum alle Reglement von 2002. Auf der einen Seite haben wir einkehr als Qualitätsnormen, die geändert haben, gerade da schon auch immer hin und drunter einen Artikel geschrieben, wann der jetzt wollt, am Trinkwassergesetz null zu gehen, das ist Artikel 5, respektive dann 1, haben am Trinkwassergesetz. Da gehen jetzt verschiedene Punkte, verschiedene Parameter, wo die Normen geändert tun, wo sie mich streng gehen, Männer streng gehen, respektive einfach eine neue Deadline gesagt, bis wie verschiedene Parameter müssen gemusst gehen. Wir kommen noch am Slide durch, noch auf eine Tabelle, wo das nachher im Detail aufgelöst wird. Dann ein wichtiger Punkt, dass, ich meine, das ist nicht ganz Neues, das ist die Approche von des sur les risques, das ist Artikel 7 bis 10. Ich meine, ich schon nicht bis die letzte Jahre wirklich viel am LuxWSP genervt, da sehe ich dafür die ganzen Alimentation, also an der Gemeng, die Risikoanalyse hier am Trinkwassergesetz, die axiert sich natürlich nicht nur auf den Reso, respektive auf die Infrastrukturen vom Trinkwasserfournisseur, mir geht ein bisschen mehr weit, das ist wirklich von der Qual, also von den Schutzzonen, über den Reso bis hin zu den privaten Installationen. Dafür sind ja doch verschiedene Artikel, aber auch da kommen wir an den weiteren Slide ein bisschen drauf zurück. Da gibt es eine ganz Reglementation, die am Moment noch am Ausschaffen oder an der Maras einke über Materialien, die in Kontakt mit dem Trinkwasser kommen, respektive mit den Agentchemiken, die während für Treatmenter, für Filtermedien, also für auch da, wo der Kontakt mit dem Trinkwasser besteht, was für Aufforderungen, dass da per Reglement festgesetzt sind. Dann gibt es Evole Axialo, das ist so Artikel 16, wo es wirklich darum geht, für mehr Trinkwasserbohrnen, ob das Bannen oder Bausen an der Gemeinde beim Fournisseur oder auch auf andere Plätzen einfach den Leuten zur Verfügung zu stellen. Also einfach den Achse und Trinkwasser mehr einfach zu machen. Am Doma zusammenhängen doch die Informationen und der Publikum, das heißt für allem dem Konsument nötige Informationen zu geben über das Volumen, Preis, wie viel heute gebraucht, also für all wichtige Informationen über Trinkwasser eben noch dem Konsument zur Verfügung zu stellen. Das ist an Artikel 17 beschrieben, an Artikel 19 und 20 geht über Sanktionen, die können ergriffen gehen, und die ganzen Maßnahmen nicht umgesetzt gehen. Das ist ein kleiner Punkt, da werde ich auch nur just kurz drauf eingehen. Mir just für einen Überblick zu gehen, die 6 Punkte sind eigentlich so, die haben Änderungen oder Neuigkeiten, die eben am Trinkwassergesetz stehen. Voilà. Wenn wir auf Norm de Qualität kommen, wo steht so dann Artikel 5, da haben wir ein ganz List mit Parametern, die zu erfüllen gibt, also ganz normal, wie das bislang auch am Reglement von 2002 war. Wir haben als Kontrolle der Routine, wir haben als Kontrolle Compliance, wo verschiedene Parameter eben kontrolliert gehen mit ihrer Frequenz, wie das vorgesehen ist. Ich kann nicht ein List weisen, die fand er auch bei unserem Site. Bei dem Wasser.lu. Linke sind alle Guten an der Präsentation, wenn ich die nur schicken, oder die natürlich auch direkt mit dabei. Da haben wir eine Liste Parameter de la loi au potable, so wie sie aufgebaut ist, wie ich gerade so, nun Kontrolle komplett, a Kontrolle der Routine, wo eigentlich ja die neue, die sieht das wahrscheinlich nicht. Nabila, tu le vois, le tableau? Ja.
So. Normalerweise sieht er ein Tableau. Du siehst ein Keier, wie ich gerade so, für die Gruppe A und für die Gruppe B, also Gruppe A Kontrolle de Routine, Gruppe B Kontrolle komplett, wo mehr Parameter, notamment Pestiziden, PFAS, also Firo kontrolliert gehen. Die löscht von dabei aus, ob dem Wasserpunkt der Lucid, mit ihren neuen Valorparametriken, also die Grenzwerte, viel sind da bestehend bleiben, also so wie doch schon am Reglement war, und sind eben verschiedene, die geändert haben. Und die habe ich teilweise just für ein Excel-Tableau zu weisen, wo da die fand. Und wenn wir an die Präsentation zurückgehen, da haben wir eben noch ein kurz den Tableau gemacht, was für Parametern wechseln. Das heißt, ich meine schon Präsentation ab. Voilà. Das heißt, wenn wir Chlorate, Chloriten, also Altnebenprodukte von der Chloration gucken, da das ab dem 1. Januar 2023, wo du die Dispo schon gilt, das heißt, die gehen mit gemost, da das auch kein große Neuigkeit, also die gehen von all den Laboren, ob die bei uns oder ein externe Labor kommt, sowieso mit gemost. An die Kommentare haben wir abgeschrieben für die Gemengen, die bei uns an den Labor kommen, ab Winnie, also Labor verschiedene Parameter kann müssen, respektiv ob sie eventuell auch schon sowieso von alles analysiert gehen. Das ist so wichtig, wenn wir auf das Ziel Ticket kommen, da hast du an, du hast einen neuen Trinkwassergesetz, Deadline den 12. Januar 2026, da müssen die gemost gehen. Also Labor, also für die Gemengen, die eben bei uns an Labor kommen, wir sehen an 2023, also an das Jahr sind wir so weit, dass wir die auch müssen an ihre Stunden zur Verfügung stellen. PFASen, mein das Orlo, ein großes Thema gewesen, du hast auch per Trinkwassergesetz, Deadline vom 12. Januar 2026. Die gehen lo für die Gemenge bei am Labor, die gehen Orlo schon analysiert, stehen auch schon mit auf dem Rapport drauf. De Bisphenol A und Mikrocystinal R, die sind auch den 12. Januar 2026, wo man am Moment haben wir also an einer Disposition transitoire, ab da müssen sie gemost gehen. Also Labor aus normalerweise an 2024 soweit, dass man die zwei Parameter auch kann man da holen. Den Uranium, den Gethiolowal gemost, da das um Trinkwassergesetz ab im Januar 23, wo der durch nach Kraft getreten ist, und Legionellen, da das bisschen ein egen Geschichte, da das die Gölle just für d'installation privée de distribution, das heißt, wenn wir nur auf Risikoapproche von den privaten Installationen kommen, durchspielen Legionellen eine ganz große Rolle. Da also da war primär Santé und notamment mit der Alva, wo man für Drogen gesehen haben, die da eine hier Rolle mussten holen, und noch da so ein wie sieht well hast respektiv wie die ganze Wolle rund um legionale Wert ausgesehen, weil da aber ein großes Thema vom Trinkwassergesetz wert sind. Voilà, dann just danke für kurz drüber zu gehen. Wie gesagt, wir haben verschiedene Grenzwerte, die mich streng gesehen, andere, die Männer streng gesehen. Das wird Männer streng als ein Antimoine de Bor an de Selenium, die mehr streng gesehen als de Blei an de Chrom. Und dann haben wir noch die ganze Thematik rund um Metaboliten. Das hat wahrscheinlich auch mitgekriegt, dass man am Juli, Anfang August, das ein Not rausgegangen über Metabolit pertinent, respektive Metaboliten non pertinent, wo man seit neuestem dann für pertinent Metabolite Grenzwert haben, und für nicht pertinent Metabolite just nach einen Richtwert haben. Was nicht heißt, dass den abhaut, da soll all sein Wasser, wo die Grenzwert überschreitet ist, nur der alle Derogation, die man auch gefragt haben, mal mit toller Methode klar gucken, dass den nicht einfach soll als ein Reso abspeisen. Das heißt, uns bleiben wir Punkt, auch das Trinkwasser wird nach über 100 Nanogramm aus von der Tretement da abgerichtet, wenn ich Gift halte bei. Es geht als nach drin, Trinkwasserqualität so zu verbessern, und Ziel ist es, unter die 100 Nanogramm pro Pestizid zu kommen. Das Einzige, was eben geändert wird bei den Metaboliten, wenn sie nicht mehr pertinent sind, muss man nicht mehr auf den Weg von der Derogation gehen, was für ganz viele Gemengen, aber auch die letzten Jahre immer mehr problematisch ist. Das heißt, das ist der große Punkt, der geändert wird. In Metabolit non pertinent braucht keine Derogation mehr unzufrohen. Vom Prinzip her regeln wir aber nicht davon auf, dass man so auch für die
Quellen oder Ressourcen, die davon betroffen sind, die sollen gucken durch die Treatmente, durch Schutzzonen, die ausgewiesen wurden, Maßnahmen, die ergriffen sind, eben irgendwann in die 100 Nanogramm zu kommen. Auf für den Metabolit bauen wir noch ein pertinente Metabolit, das ist die Chlorobensamid. Da gilt noch immer der Grenzwert von 100 Nanogramm. Von denen überschreitet ist, muss eine Derogation angefragt gehen. Voilà, hier kann ich auch weisen, das ist immer ein bisschen blöd, dass ich muss switchen. Aber ich weiß nicht, auch hier die Not über die Metaboliten, die aus am Juni rausgegangen, die steht auch bei unserem Site. Und das kann ich euch auch hier weisen, wo da die fand. Zack. Share. Voilà, normalerweise sieht die also bei dem Wasser.lu sieht, als die publiziert gehen, den 1. August 2023. Da sieht eben ganz zum Schluss von der Not aus ein Tabelle von den Metaboliten non pertinent. Das heißt alles, wie ich vorhin gesagt habe, also von Methoxachlor, Metolachlor, Chlorothalonil, das sind nicht pertinent Metaboliten, denn Dichlorobensamid bleibt nach wie vor in pertinenten Metabolit. So. Zack. Share. Voilà, da kommen wir zu dem nächsten wichtigen Punkt, die Approche basée sur les risques, also die Risikoanalyse von den Trinkwasserinfrastrukturen. Wenn wir mal gucken, den Paradigmenwechsel hatten wir eigentlich schon an unserem Reglement, am Trinkwasserreglement von 2002, wo wir angefangen haben, eine Risikoapproche für Trinkwasserinfrastrukturen, also die kommunale oder auch die syndikale Trinkwasserinfrastrukturen zu analysieren, all mögliche Risiko zu definieren, zu gucken, was für Maßnahmen ich kann ergreifen, für dort eben gesamten Trinkwasserreso von der Quelle bis an der Reso, den han beim Konsument dann auch kennt, für die Risiken so weit zu minimieren, dass es quasi zu keinem Problem mehr an dem ganzen System kommen kann. Der Paradigmenwechsel also auch an der Direktive, an der Trinkwasserdirektive, die dann als Trinkwassergesetz zuletzt umgesetzt gehen, als UCOM. Das heißt doch, da wollen sie auf den Weg gehen von der Approche de Prävention, das, was wir eigentlich am LuxWSP schon gemacht haben. Das heißt, wie schon gesagt, durch das Reglement von 2002 stand auch ein Limit dran, wo der LuxWSP muss ausgefüllt gehen. Das war dem Moment 2021. Da tun wir also Formationen ab 2018, weil immer da mit auf den Weg gehen. Lo als die Limit, also den Datum quasi, wo die ganze Risikoapproche muss fertig sind, den ist noch geregelt gehen auf 2029, den 12. Januar 2029. Boah, wir stehen als Lützeburger Moment richtig gut, weil wir eigentlich zu über 60% der LuxWSP schon soweit fertig schon, auch schon auditiert haben, auch schon DRIPSI-Zertifikate rausgehen haben. Das heißt, Lützeburg ist an dem Sinn effektiv, was die Punkte angeht, richtig viel. Auch wenn wir mal an anderen Gruppen, Arbeitsgruppen sitzen, sind wir ganz oft mal gefragt, wie wir die Risikoapproche umgegangen sind, weil an andere Länder gibt es schon eine Excel-Tabelle oder so. Und wir sind mit diesem LuxWSP als Online-Tool, wo auch alle Fournisseurs plus minus nämlich behandelt wird, die nämlich vorgestellt wird, wirklich weit für. Ja, wie gesagt, Remise von den Zertifikat d'Excellence, das ist nicht ähnlich das wie den DRIPSI-Zertifikat, die sind mittlerweile auf 50% plus minus von all den Gemengen als Syndikate. Die Syndikate haben sie all, Gemengen zu 50% sind die schon rausgegangen. Aber ich hoffe, ich weiß nicht, ob da Modrutsch gehen, noch ein bisschen drauf an. Ab dem 1. August sind wir am Gang zu auditieren, das ist doch da, dass der laufende Prozess für Gemengen und Syndikate alle guten durchzukriegen, die am nächsten Jahr, dann den nächsten 2 Jahren. Genau wie Schedro schon kurz erwähnt hat, die Risikoapproche, also nicht nur der LuxWSP, also nicht nur das System d'Approvisionnement, wie dann Artikel 9 vom Trinkwassergesetz beschrieben wird, mit dem noch in Artikel 8, der geht auf Schutzzonen, also alles, was mit den Ressourcen zu tun hat. Da ist Deadline, wo das Ganze muss
ausgefüllt sind oder wo die Risikoapproche muss aufgeschlossen sind 2027. Heute gibt es nur noch es gibt noch kein Tool wie den Lux WSP. Wir schaffen aber darum, dass ich doch da wird in Zukunft ein Tool rauskommen, den ich zur Verfügung gestellt wird für auch in Artikel 8, also die Sonde Captage, eine ordentliche Risikoanalyse dazu zu machen, genauso wie für die Installation privé, der letzte Punkt, Artikel 10. Auch da schaffen wir dran für mit den Lieu prioritären, da so eine neue Definition am Trinkwassergesetz. Was sind Lieu prioritären? Da haben wir als Wasserverwaltung eine echt letzte Summe gesagt. Wir sind da auch eine Kooperation mit der Santé, wo wir über die Liste gucken. Und da geht eben noch ein Reglement Grand Ducal rausgeben, wo ganz klar definiert wird, was verstehen wir an einem Lieu prioritär. Und da wir doch, wo müssen dann Risiko oder mehr detailliert Risikoanalyse gemacht gehen. Das wird etwas wie ja, Krechen, Kliniken, so Plätze mit. Da gibt es eben ein Reglement Grand Ducal, das wird dann den nächsten Jahren auch publiziert gehen, wo da ganz klar dran steht, was wir da drinnen verstehen. Wenn du hast Deadline, wie auch schon mal am Lux WSP 2029, dem noch haben wir da noch ein bisschen Sput. Der nächste Punkt war der Punkt mit den Materialien. Also ob das Materialien sind oder das Chemiken, die in Kontakt mit dem Trinkwasser kommen. Auch da muss eine sogenannte Liste positive Europäen aufgestellt gehen. Da sind im Moment europäische Arbeitsgruppen am Gang, das auszuschaffen. Das heißt, auch da ist der nächste Punkt, weil es neu ist, weil nicht die Fanden am Trinkwassergesetz drin. Da gibt es aber am Moment noch kein löscht sowohl was Materialien angeht wie auch der Chemike, wo weil es klar definiert ist. Aber just für es mal auf den Weg zu gehen, auch da gehen es Arbeitsgruppen, die werden das ausschaffen an, sobald sie das fertig sind, sind sie natürlich auch mitgedeelt und publiziert. Genau, da könnte wohl Amelioration de l'Accès. Das heißt, da haben wir 3 verschiedene Responsabilitäten, wenn ich das so andelen. Einkehr haben wir die Responsabilität vom Staat und auch von den Gemeinden, von den Autoritäten kommunalen. Immer mit dem Datum bis 2029, das heißt, da auch haben wir noch 6 Jahre Zeit. Es geht prinzipiell darum, für Equipmente oder Installationen zur Verfügung zu stellen und dazu wohl an den Gebäuden wie auch draußen die Gebäude für den Konsumenten mir einfach zum Beispiel ein Trinkwasser zu kommen. Ich meine, das ist kein groß Neuigkeit, es sind viel Gemeinden, das Syndikate, die da mitmachen, die weil Bohnen haben, auf Spielplätzen, auf großen öffentlichen Plätzen, an ihre Gemeindegebäude oder anderen Centre kulturelle, wo so Bohnen stehen. Das ist ein Punkt, den noch am Trinkwasser gesagt wird, verankert ist. Und da sind eben auf der einen Seite mehr an Gemeinden, Syndikate, auf der anderen Seite also da war auch Bâtiment public, die an ihren öffentlichen Gebäuden, an den Verwaltungen mussten dafür sorgen, dass zu Bohnen eben installiert gehen. Und das dann natürlich auch als Minister, respektive als Verwaltung, die mussten dafür sorgen oder es möglich machen, dass von dir auch als Gemeinde oder als Syndikat ein froh hat, was für ein Equipment da der Kind installieren, was für Installationen, wo eventuell schon gut oder schlecht Erfahrungen damit gemacht haben, dann informieren wir da eben auch gerne, was es schon so gibt, ob wir den eventuell aufpassen muss oder was für dich da von Vorteil aus, wenn ihr nicht installiert. Da machen wir natürlich auch Informationskampagnen. Das ist immer meine Schade, der Purmarkt von uns. So etwas wie zum Beispiel, wo kann ich Wasser spuren, ob das lo ist, wenn es wirklich warm geht draußen oder ich da mit kleinen Gesten hat man mit dem Kit von Enovos hat man es angeschlossen. Wir hatten aber auch da einen kleinen Not rausgehen mit der Pomade duschen, so 400, die nicht soll zu lang duschen, wenn Wasser kann du hier mit ganz einfachen Gesten spuren. Das sind die eine Sachen. Wir hatten noch einen kleinen Not rausgegeben für die Leute, die Piscinen haben, denen also auch bei den Gemeinden ankommen. So kleine Gesten wie kann ein bisschen aufpassen, wenn ihr in Privatpiscinen hat. Auch da für Wasser zu spuren, findet gerade immer im Sommer an den nächsten Zeiten dann sein Piscine zu füllen. So hat man auch rausgehen. Und der nächste Wolle, den eben auch bei uns verankert, also ist einfach, dass man muss gucken, auch am Restaurant, im Moyen zu finden, der Trinkwasser an den Restaurant oder an alle Service von Restaurationen kann denen dem Klient kann zur Verfügung gestalten, entweder gratis oder
Es muss nicht gratis sein, kann auch einfach für die Freien, die auffallen, allein das Gläser muss gespult gehen, eben zu einem kleinen Kastenfrei neben dem Konsument zur Verfügung gestellt wird. Voilà. Das ist der Punkt, die werden Axialo. An den hängt indirekt wissen da mal zu summen, was dann Artikel 17 geschrieben ist, das ganz Information du Publik, also mehr detailliert Informationen empfangen und den, der sein Trinkwasser konsumiert. Das heißt, das du am Trinkwassergesetz am Moment dran. Responsabel oder die Responsabilität vom Fournisseur aus den Personen, die den Fournisseur approvisioniert, das heißt all seine Klienten, respektive den Bürger an der Gemeinde oder vom Syndikat, mindestens einmal am Jahr an ohne, dass der Konsument muss nachfragen, Informationen zur Verfügung zu stellen. Was für Informationen sind das? Das einkehrt Qualität vom Wasser. Ich meine, das geschieht auch lo, weil über den Site trinkwasser.lu hat alle Konsumateur die Möglichkeit, Qualität oder die Lastkontrolle gucken zu gehen, die vom Trinkwasser gemacht wurden. Hey, vielleicht das einen Abruf. Wir hatten das Site geguckt, trinkwasser.lu, da sind verschiedene Gemeinde, wo entweder Proben oder den PDFen, die da publiziert sind, die sind eventuell schon 2-3 Jahre alt, wenn ich geliebt halt das à jour, die bei den meisten geht gemacht. Das ist für dann darauf aufmerksam zu machen, wenn das so bei einem Site von der Gemeinde publiziert hat, wenn ich geliebt à jour, respektive auch da sind wir mit der Analyse am Gang, mit gucken, dass Linken trinkwasser.lu gut funktionieren. Genau, Wasserpreis ist dann den anderen Punkt, wo der Konsument durch die Rechnung darüber informiert wird. Auf der Rechnung soll aber auch stehen, wie viel Volumen das der konsumiert hat. Wir gesehen haben, der Sigi ist halt auch präsent. Sie wird noch eine kleine Präsentation ein bisschen mehr spät noch machen, für auf den Teil vom Smart Metering echt da anzugehen. Mir auch da, ich kann ganz viel Gemengen, die Diagramme schon, wo ihr gesagt am Ménage, wo leihen wir par rapport zum Moyen von der Gemeinde, wie als Konsumation, wie viel Volumen haben wir gebraucht und das ganz daneben auch am Vergleich mit der jährlichen Konsumation von einem Ménage. Das sind die typischen Diagramme, die kann über die Fakturation direkt mal rausgehen. Genau, das ist am Anfang das, was am Moment beim Trinkwassergesetz gefordert wird. Also mindestens einmal pro Jahr und das ohne, dass ich noch froh muss. Voilà. Wie ich für gesagt, wir haben ein Regime de Sanktionen, wo wir keine Mesure administrativen ergreifen, nur Artikel 19 oder auch Sanktionen penale, nur Artikel 20. Das ist rein informativ, das steht am Trinkwassergesetz, da gehen wir aber weiter nicht drauf an. Da kommen wir noch zu dem letzten Punkt, was Trinkwassergesetz angeht. Und dann können wir auch, was froh, bis wir abkommen sind, können wir dann noch gerne Fragen tretieren. Das heißt, alle Modifikationen, die am Trinkwassergesetz stehen, schon die 2 wichtigen Punkte, Lobes mir fett gemacht, der Rest informativ dran geschrieben. Also wir haben eine Liste Vigilance, notamment 2 Parameter, der Beta-Östradiol und der Nonylphenol, die am Moment beprobt gehen. Da lebt auch mit der Verwaltung, mit den Syndikaten, mit den Animateuren, mit den Gemengen ein Kampagne für Ende Oktober, ein Kampagne zu starten von 3D, wo die 2 Parameter landesweit geguckt, kontrolliert, also beprobt gehen. Ein anderen Teil, den ich kurz angeschaut habe, für die Metaboliten aus dem Prinzip von den Derogationen. Das heißt, für die Gemengen, die bislang betroffen waren, war es immer so, wenn ein pertinente Metabolit hat, dann wurden Derogationen angefragt und die konnte bis zu 2-mal verlängern. Das heißt, wir haben eine erste Derogation angefragt von 3 Jahren, konnten sie verlängern um 3 Jahre, noch ein verlängern um 3 Jahre. Das heißt, insgesamt hat man 9 Jahre Zeit für den Grenzwert von 100 Nanogramm zu kommen. Lo am Artikel 15 was Neues und Derogationen aus, wo auf der einen Seite haben wir just nach den pertinente Metabolit, den Dichlorobensamid, und das ist noch möglich, eine Prolongation anzufragen. Wir sind am Moment just noch auf 6 Jahre. Wir können eine Derogation aufrufen plus eine Verlängerung von 3 Jahren und das war es. Ein anderer Punkt, was auch schon viel gemacht wird, also einfach die Kooperation mutuellen, also Regionalprojekte, Interkommunalprojekte. Ich meine, Gemenge Fusionen, sehe Orlo das ja nach aktuell gewesen. Da schaffen wir auch dran, dass den Trinkwasser so einfach so effizient und effizient wie möglich soll
soll Gestalt gehen, auch von da eben dort mal zusammenhängt, dass wir mal Müllerdalgemenge gucken, Nordstadtgemenge gucken, einer Fusionsgemenge gucken oder einfach regional Projekten, wo das ganz viel schon umgesagt wird. Dann ist noch ein Punkt über Ökonomie und no. Und das hängt alles, es hängt alles ein bisschen mit denen zusammen. Einmal haben wir die Mesuren, die wirklich Wasserspuren sollen fördern. Das heißt auch da, wie viel Druck gesagt, als Aufgabe immer zu sensibilisieren, was ich kann machen, verschiedene Moyen zur Verfügung zu stellen, wie ich eben kann Wasserspuren und das auf all Niveau. Also wir fokussieren uns ganz oft just auf die Haushalte. Wir sind natürlich auch an Gespräche mit der Industrie, mit der Landwirtschaft für an der Moreka-Sektor für eben die vier Sektoren mit anzubannen. Auch wenn primär, ich meine, die Haushalte stellen 60% von der ganzen Trinkwasserkonsumation durch. Das heißt, wir axieren also auch ganz viel auf die Haushalte, weil da einfach das größte Spurpotenzial prozentual gesehen zu holen ist. Genau, und dann die zwei Lastpunkte, das ist ja die Evaluation von dem Niveau der Fuiten, das ist noch ein wichtiger Punkt, den auch am Artikel 4 vom Trinkwassergesetz ernimmt wird. Das heißt, das dreht alles, was mit Fuiten zu tun hat, notamment ein Taux de Fuite, also wie als Rendement vom Réseau an der Gemeinde. Do, wenn man noch auf Fuiten zu schwarze kommen, ist das doch wichtig, wirklich das zu unterscheiden, was sind Fuiten als Fournisseur von ihrem Réseau, aber was sind Fuiten auch daheim, also beim Konsumateur, die Privatfuiten. Da muss es wirklich eine Differenz gehen. Mir Artikel 4 als wirklich Niveau de Fuite für den Fournisseur, also Kommunalfuiten. Und der letzte Punkt ist dann auch das Zertifikat d'Excellence, den DRIPSI-Zertifikat, den ist in Artikel 18 verankert, hängt aber direkt dann noch mit der Risikoapproche zusammen. Ja. Voilà. Das wäre lo zu Punkt 2 gewesen. Alles, was man im Trinkwassergesetz. Zu den würde ich gerne kurz in den Chat gucken. Wenn irgendjemand Fragen hat zu den dritten Punkten, kann er sich gerne unmuten, also eine Frage stellen. Ja. Das ist auch immer die Möglichkeit, nur mal binäre Fragen zu stellen. Ja. Ja, moin, das ist eine Jogging schon dann mein Payting. Ich hatte eine kleine Frage zu den Installationen für den öffentlichen Plätzen Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Ja. Wenn man von öffentlichen Plätzen schwätzen, ist das auch öffentliche Parking, ein Park, ein Marktplatz, überall muss dann so ein Anlass sein, für den Bürger Wasser zur Verfügung zu stellen. Oder wie stellt ihr das fest? Nee, also müssen nicht. Okay. Den Artikel zielt dann vom just darauf auf, dass die Möglichkeit gibt, wenn wir bei ihr gucken, an der Gemeinde eben so Bornen zur Verfügung zu stellen. Das heißt aber nicht, dass ihr wirklich auf all öffentlicher Platz, auf all Spielplatz, an all Zentren kulturell ein Bohren muss da richten. Okay. Also normalerweise, so wie wir da im Moment gesehen, oft das auf der Gemeinde ein Bohren, an einem Centre kultureller ein Bohren, vielleicht noch auf einer größeren öffentlicher Spielplatz oder auf der Hauptplatz an der Gemeinde. Aber am Trinkwassergesetz ist weder ein Limit oder das nicht quantifiziert. Das ist just geschrieben, dass die Möglichkeit soll gehen, für sowohl Bannen wie auch Bausen Wasser können zu zapfen. Okay, ça va. Merci. Das heißt, wenn dir so auf der Spielplatz oder auf einer großen öffentlichen Platz und nur nach Beige in der Gemeinde ein Bohren hat, dann ist das an der Reihe. Also, es geht nicht darum, die muss das ja auch kontrollieren. Es geht nicht darum, für 50, 60 Bornen aufzurichten, Nee, wo das ist genau man einen Überblick drüber hat. Nee, da kommen auch noch Minuten mit desinfizieren und so weiter. Eben, Voilà, genau. Okay, ça va, gut. Merci. Ja. Ja, merci. Ja. Wird sonst noch eine Frage? Okay. Ja, ja. Maja, also wie gesagt, wenn Hannover Fragen abkommen, wir schicken ein Questionnaire, die können doch noch immer gerne euch so kontaktieren, also wir sind nicht aus der Welt. Dann fuhren wir 4 am zweiten Punkt, das ist eine Integration am LuxWSP. Wir sind am Gang, darum zu schaffen, für all die Punkte, die ich
erzählt haben, die am Anfang neu sind, auch am LuxWSP mit abzuholen und eben mit zu integrieren. Dafür gibt es eine neue Wolle. Am WSP selber, am Moment war es immer schwierig, wenn man irgendetwas geändert hat, dann hat ihr oder das Büro die Tüte, den drauf geschafft hat, müssen durch die ganzen Questionäre gehen, um zu gucken, wo da eine Änderung ist. Wir haben hier einen neuen Punkt angefügt, den heißt Mitteilungen oder Notifikation am Französischen, wo da könnt ihr drauf klicken. Ich gucke auch für mein Bildschirm einmal zu sharen, weil da gehen wir einmal sehr an das Programm gucken. Dann kann sich das besser weisen. Ups. Das ausgesagt. Es wäre doch nicht sehen, dass man alle Woche eine Änderung da sitzen, dass er dauernd muss gucken gehen. Es wird echt so auflaufen, dass man ein ganze Package von Mesuren, die eben geändert haben, auf einer Platz dann dran sitzen und da wartet das noch für eine lange Zeit. Das ist just für zu weisen, wo der das fand. Ja, wenn ich mein Ding Telefon. Voilà. So, da müsst ihr mein Schirm gesehen. Wir machen noch kein großes LuxWSP-Formation. Ich meine, das hat er schon öfters gehabt. Ich weiß nicht, ob just, wo der die Wolle fand. Wenn ihr mit eurer Gemeinde an eurem WSP seht, dann habt ihr. Ich mache nicht mehr groß. Ja, tipptopp. So, wenn ihr an eurem WSP seht, dann habt ihr auf der linken Seite hier die Band, wo der könnt schaffen, wo der Frohbe könnt bearbeiten. Da gibt es den Deal für mein Unternehmen. Und da, wenn der darüber klickt, also below in eine neue Subkategorie, die abgegangen ist, die heißt Mitteilungen. Eben auf Französisch, also die Notifikation, die gibt bis noch nicht, die ist neu. Aber wenn der darüber drückt, ich will just mal etwas geändert, für ein Beispiel zu gehen, da sieht er eben, was geändert gouf respektiv es gin 3 Möglichkeiten. Entweder gouf eng froh geändert, et gouf eng froh supprimiert oder et kom eng ganz neu froh dabei. Dat gesieht er daneben do an der Tabelle. Ha gesieht er lo, dat man eng froh oder 2 frohe geändert hun an noch eng Moosnahme die Drunhung geändert huet. Dat Techt war mal lo soweit sinn, wir schaffen du mat IWW zu summen, et werden die 2025 Änderungen kommen, was lo kein Großsache sie ganz oft das einfach froh bis nicht das formuliert, es gibt eine Antwortmöglichkeiten, das heißt, das lo nicht wo 3 Wochen musst du schaffen, das ist eine Sache von einem Tag, einem nur mitten, dann hat die Änderungen am WSP auch dran. Das ist für ich die Info zu gehen. Das sieht da alles, wie gesagt, mein Unternehmen, Mitteilungen, du sieht da dann alles, was von unserer Seite aus geändert wird. Das wird so mal ein Monat dauern, da werden die Änderungen noch alle gut am Programm angepflegt sein und dann sieht er da eben noch in der Do-Kategorie. Voilà. Das ist just für vielleicht darüber anzugehen, wenn wir die Frau oft hatten, dass eine Frau am WSP, das Restaurant alle 5 Jahre muss beprüft gehen. Das war nach einem allen Trinkwasserreglement, das ist am Trinkwassergesetz nicht mehr dran. Das heißt, die Frau, auch wenn sie noch dran steht, die wird supprimiert gehen. Das heißt, die fällt komplett raus. Wie ich für Druck gesagt habe, wir werden also am Anfang mehr konzentrieren auf die Prioritären, wann die dann mal klar definiert sind per Reglement. Am Moment bleibt dann eben just nach dran, dass die sensiblen Klienten, ich meine, die Kreischen dran, also 400, das alle 3 Jahre soll regelmäßig beprüft gehen, mit die froh mit dem Restaurant, einfach weil man das ganz oft auch an Auditen hatten, die fällt raus aus der WSP. Das heißt doch für die sich schon gerade auf Punkte Echantillonnage Gedanken machen, die muss dann nämlich, also die können es natürlich mal dranholen, aber das ist keine Obligation mehr auch am WSP. Voilà. Gehen schreiben. Stop sharing. Applikation. Window. So. Up. Voilà. Das war der Punkt zum WSP. Hoppla. Nope. Da just mal Kaffee kurz drauf anzugehen, mit den Auditen, wie gesagt, normalerweise, also
ungefähr Täuschung von den Gemengen an das Syndikat erkannt, weil wir schon auditiert tun. Die können dir bei uns malen für all die noch kein Audit hatten, die können euch bei uns malen, sobald 95% von dem WSP, also von dem ganzen Lux-Tool ausgefüllt ist, und noch keine Kategorie von der ersten Priorität abstehen. Wir hatten am Juli durch da ein Doodle rausgeschickt, wo wir Krenoen abgemacht haben, hier Audit zu holen zwischen dem 1. August und dem 15. Dezember. Wir haben noch verschiedene Gemeinde, die sich nach gemalt haben. Das ist just, ich habe dann sehr so geguckt, übergeschlagen, auf für mich könnte sich plus minus 30 bis 40 Gemeinde auch nach ein das Jahr mal für den Audit. Das ist ein Abruf für die, wo vielleicht innergegangen, weil es just 400 Vakanz war, wo wir gefragt sind, an die Welt nach in Rendezvous für ein Audit holen. Wir schicken den Doodle-Link für ein Rendezvous zu holen, auch no Webinär nach ein Kirchidre raus, dann Hudarin nach ein Kirche. Und ja, voilà, da sind Dienstag und Donnerstag sind immer Krenen ab, für auditiert zu gehen. Aber wie ausgesagt, für die noch nicht auditiert gucken, normalerweise braucht man einen halben Tag bis einen Tag, das hängt ganz davon ab, wie groß die Infrastruktur, wie viel Infrastruktur, wie komplex der Reso ist. Wir machen immer ein Party im Büro, so ein, 2 Stunden, da können ein Party im Terrain, wo man die wichtigen Infrastrukturen gucken gehen. Voilà, das Büro d'études ist ab und zu dabei, wenn da ein Hut den Programm schafft, muss nicht dabei sein. Also wir machen den Audit doch ganz gerne mal diese lang. Er kann aber natürlich dabei sein, für Hilfestellung zu gehen oder wenn jedenfalls froh sind. Genau, dann machen wir dann einen kleinen Rapport, die schickt mir zu, den Gedanken von ihr geschrieben. An dem Moment sieht er dann bei der nächsten Remise vom DRIPSI oder vom Zertifikat d'Excellence, sieht er dann auch mit dabei. Genau, das ist Lunake just für die letzte Remise, die war am März, also das Jahr, den 28. März, war die erste Remise vom DRIPSI, vom Zertifikat d'Excellence. Da hat man, wie gesagt, 43 Gemeinde Syndikate mit dabei. Am Ganzen, die wir eben während ein dicken halben Jahr für drunter auditiert tun. Und genau, du geht auch eben immer, warum mir schon eine Änderung aus, wenn das Label changiert, das machen wir ganz oft über Telefon oder über Mail oder über ein kleines Skype. Und für die Leute, die eben noch gut auditiert sind, wie gesagt, könnt ihr ein Rendezvous holen, da kommen wir gerne. Voilà, auch heute, wenn es dazu Fragen gibt, könnt ihr die gerne stellen. Aber nicht, da geben wir mal den nächsten Punkt einfach fahren. Genau, da sind wir schon bei den Fuiten. Das ist nach Artikel 4 am Trinkwassergesetz, wo ich das hier drin erzählt habe. Es geht eigentlich den Todefuit, also das Rendement von ihrem Reso. Wenn wir gucken gehen, wir fangen mit der Direktiv, also auf EU-Niveau an, und kommen darauf, wie wir das zu Lützeburg wollen umsetzen. Das heißt, nur der EU-Direktiv wird gefroht, dass alle Trinkwasserfournisseur eine Evaluation für seine Fuite möchte. Und das am besten nur an diese Fuite strukturell, also nur IFS, nur ILI, oder mit einer anderen Methode approprié. Und mit der anderen Methode approprié sind wir eigentlich ein bisschen mehr open für auch ein bisschen mehr einfach Methoden zu holen für den Todefuit zu müssen. Vorgesehen von der Kommission aus, dass bis spätestens 2026 muss die erste Evaluation, also den ersten Rendement von ihrem Reso rapportiert gehen. Ab 2028, das heißt, das andere Stück, da geht die Kommission sogenannten Akt Delegiert raus, die werden dann in Seuil fixieren. Das heißt, im Moment sind wir also einer Periode, wo wir also Rendement vom Netz sollen müssen. Wir sollen noch definieren, es geht aber nach kein Seuil, also es gibt kein Grenzwert, wo den Ton nicht dürfte drüber sein. Demno sind wir im Moment wirklich das ein Inventar. Wir sollen nicht mehr müssen, wir sollen gucken, wo wir sind. Ab 2028 geht die Kommission dann Säue raus, wo den Fournisseur oder ja, ein Trinkwasserfournisseur nicht drüber sind. Falls ein aber drüber ist, kannst du einen Plan d'Action ob ihn du als Trinkwasserfournisseur. Das heißt, da sind wir im Moment am Gang einfach ein bisschen am Vierfeld schon zu gucken, dass man eventuell gar nicht an den
auf den Punkt kommen, dass man so Plan d'Action muss machen. Wenn das aber der Fall wir an einen Trinkwasserfournisseur wir über der Grenze vom Tode Fruit den Kommission gerne hat, da muss eben so ein Plan d'Action ausgeschafft gehen, aus spätestens 2 Jahren danach muss den in Kraft treten. Also muss den erstellt gehen und dann noch in Kraft treten. Aber das noch alles ein bisschen hin. Am Moment, wenn wir gucken, wie haben wir das am Trinkwassergesetz umgesetzt, respektive was soll oder muss zu Lützeburg gemacht gehen. Das heißt, mir gehe schon davon dem Punkt aus, mir hätte gerne eine Evaluation vom Niveau von der Fuiten, also vom Rendement von ihrem Netz. Ihr könnt das natürlich, wenn wir keine verschiedene Gemeinden oder auch Syndikate, die rechnen natürlich mit ILI, mit IFS, also mit anderen komplexen Indizien. Das muss aber nicht sein. Ziel von der ganzen Sache oder von der Aufgabe ist es einfach, die Fruite, soweit es geht, zu reduzieren, dass man einfach einen guten Ton haben und das primär einfach mal durch das Wasser, was fortgeht, gezielt wird. Also das Kontoren abgehangen wird, dass es sich drüber klar geht, wo überall distribuiert wird, also was holen wir, was gehen wir raus und das quasi alles einfach gezählt wird. Dass du schon mal wirklich weißt, dass die Fruiten, die in Hut real Fruite sind, soweit wie das möglich ist. Und das ist eben per Trinkwassergesetz gefordert, dass ab 2025 muss für das Jahr für Drohnen die erste Evaluation da sind. Das heißt, ab dem 1. Januar 2024 oder einer Periode, wo dir aufhängt, mit der Fakturation zu gucken, ob das am 20. Dezember 23, also dann 2. Januar 24, das ist alles egal. Aber für die Periode 24 muss die erste Evaluation da sein und die muss eben da bis Juli 25 und Verwaltung, also und Wasserverwaltung übermittelt sind. Genau, an innen Hundschlüssen kannst du den, weil da war ein bisschen viel Text, das ich einfach ein Diagramm gemacht, das heißt wirklich, 24 muss man aufhängen, der Rendement ordentlich abzuholen, dass wir 25 können die erste Kehr und Eis, also die Wasserverwaltung schicken, 26 müssen wir dann die erste Kehr an Kommission reportieren, 28 kommen dann die Säue raus, und ab 2030 müssen dann die Plan d'Action stehen, just für die Trinkwasserfournisseuren, die, wie gesagt, über den Säue vom Fuitentor leihen. Hier habe ich den kurz abgeschrieben, den ILI oder NIFS, die Indexen, wie an der Direktiv steht, respektive wunderbar am Trinkwassergesetz. Das ist sehr komplex, also das ist nichts, was den nicht kann machen, das aber, es sind viele Daten, die ihr braucht und die auch müssen richtig sein, für dass die Indexe funktionieren. Dafür so mal für die Gemeinden, Syndikate, die Indexen holen, bravo, die könnt auch nicht mit Zero rechnen, für die Gemeinden, die aber noch nicht so weit sind, wo da doch einfach, wo verschiedene Infos nicht viel leihen, wo man von der Verwaltung ein Tableau ausgeschafft, die ein bisschen mehr simpel ist, aber nicht Männer, also die genau auch darauf aufzielt, für eben Fritten zu reduzieren, den aber nicht auf sehr komplexen Index sich basiert. Auch heute, den hängt an der Präsentation mit dabei, ich schicke nicht den auch nur dem Webinar zu. Ich mache ihn kurz ab. Nö, das ist abgehangen. So, voilà. Hier aus dem Fuitentableau. Ich mache ihn wahrscheinlich auch irgendwie groß. So. Die sieht ihr wahrscheinlich nicht ganz, also nicht auf einen Blick, aber er besteht eigentlich, den Tableau sich besteht aus einer Hauptseite, die ich gerade abhole. Und da gehen wirklich die Donne von ihr verlangt, die quasi all Trinkwasserfournisseur muss haben. Also das heißt, wir gehen eigentlich just durch den ersten Tableau, wo wir so wir machen es ganz einfach. Wir gucken für den Tode Fruit zu rechnen, wir gucken einfach, was Hummer, also was wird produziert, was gehen wir abkaufen, und wir vergleichen das mit dem, was wir verkaufen, respektive was doch distribuiert oder konsumiert wird. Das heißt, auf der einen Seite, alles das, was giel ist am Tableau, das muss dir ausfüllen. Ich will hier ein Beispiel, wo wir schon ausgefüllt haben, just für den Tableau ein bisschen zu weisen. Mit alles, was groß ist, rechnet ein Tableau für sich aus, und das, was giel ist, du sie dir gebeten nicht auszufüllen.
Das heißt, was wir verlangen, als eine Konsumation, notamment das, was auf die Konteuren, auf die Wasserkonteuren gezählt wird, dann auch ein das Wasser, was am Reso, was die braucht, für dass der Reso funktioniert. Da haben wir auch hier mit kleinen Anglais geschafft, den A2 und den A3. Das sieht auch an der Tabelle, wo man eigentlich so, was man darin verstehen. Das heißt, Service Reso haben wir in Tab dabei, wo auch drauf steht, was das ist. Wie zum Beispiel, wenn den CGDs eine Übung mischt, wenn da un Hydrandenker geht, wenn Geringflasche genutzt gehen, was nicht unbedingt von der Konto drüber ist, von der Fontaine an der Gemeinde, wo Konto drüber ist. Einfach für da haben wir ja auch so Prozente angehen oder Werte, die kann unholen, weil du in einer Zeitfoto an die gemacht hat, dass den da zum Beispiel zwischen 7 und 10 Meter Küb kann unholen. Einfach für sein Ordre de Grandeur, von der wisst, wie oft das ist, kann er da doch einfach automatisch an ihrem Tableau raussitzen. Genau, das ist eine kleine Hilfestellung. Identisch ist es für Eau potable non kontabilisé. Was verstehen wir da drin? Das ist ein Anglais R3. Auch da haben wir eine kleine Tabelle zusammengestellt. Ja, von den Dollar. Voilà, wo man schreiben, was das ist. Das wird zum Beispiel, wenn geputzt gehen, wenn der Behälter geputzt gehen, wenn Desinfektion, wenn eine Desinfektion noch Arbeiten gemacht wird, auch von der Spule geht, also Purgen, Mat oder einfach so Desinfektionsarbeiten, Bootsarbeiten und die Leitungen, respektive auch eine Analyse vom Chlor, die braucht ja auch einen gewissen Prozentsatz Wasser. Das heißt, auch da haben wir probiert, entweder so Ordre de Grandeuren zu gehen, was er könnt unholen. Natürlich könnt ihr auch immer viel gehen, gerade beim Spulen, also mit einem mobile Konteur für einen Durch ab. Wir wissen dann ungefähr gebraucht und ab da gehen wir eine Mimose, mit dann holen wir einfach regelmäßig immer, wenn wir Spule gehen, den Wert, den wir die Einkehr gemossen und also das ist ganz irgendwie los. Das ist einfach für zu weisen, dass es wirklich wichtig ist, wenn ihr den Tode Fuit will rechnen. Am Moment kann der just aus dem Trinkwasserpreis schied, du steht als O non facturé. Das ist aber ganz oft nicht der realen Fuitentod. Das ist da wirklich einfach das Wasser, was wie den Nummer zählt, dass das Wasser, was nicht kontabilisiert wird, was ja nicht wirklich vergleichbar ist mit dem Fuitentod. Das heißt, dafür haben wir einfach die Tabelle gemacht, wo da alle guten das Wasser, was er gebraucht, auch am besten sollte abschreiben, wenn der etwas verkauft, respektive wenn der etwas abkauft, auch das abschreiben und dann eben das, wenn der ihre Ressourcen hat, die Produktion von den Ressourcen eben auch mal dran schreiben. An dem Moment rechnet ein Tableau erst Fuiten an Meter Küb, an dem Prozente aus. Was noch halt drin an dem Tableau steht, also einfach, wie das man nicht wisse, wie ich so von der Kommission kommen irgendwann dann ein Kasusseien. An einem Moment sind zwei wichtig an diesen, also einkehr die Fuiten gedeelt durch Raccordementer, also Branchement und Häuser. An der dann, dass ein Kat Fuiten dividiert durch den linear, also wie lang Reso ist. Dafür haben wir die zwei Valeuren auch einfach schon mal prophylaktisch mit abgeholt, dann haben wir das. Und das sind auch Sachen, allein durch das Wasserpreistableau, kann da die zwei größten, und die könnt ihr auch einfach durchschreiben. Da dehnt sich, was man dann auch guckt, dass ob der rural oder urban sieht, da hängt man die Kubikmeter zusammen, die da verdeelt. Und wenn da, wie gesagt, eben schon an einem anderen Index sieht, wo der holt für zu rechnen, kann da auch hier am Tableau das angehen. Wenn da zum Beispiel über den Eli schon fährt oder über den anderen Index, kann da das ruhig angehen und ist dann auch hier innen den Wert angehen, wie viel das nur dem Index ehren Tod dann ist. Dann auf der Seite haben wir auch noch ein die den Audit hatte, kann das, weil da haben wir ein Bild dran gesagt, das, was ich gerade erklärt habe, just als Schema, was produziert wird, was distribuiert wird, und dann eben Konsumation, wie die sich zusammensetzt. Voilà. Und der Rendement ist dann, wie ich so, einfach das, was wir haben, also was produziert wird, das, was konsumiert wird, die Differenz ist dann der Rendement. Hier steht dann noch ein wo ich so, als Pass rural, urban, gehen wir einfach von 1000 Kubikmetern Dach aus, die da drinnen, sie dann als Pass rural, das ist aber im Moment alles rein informativ. Es gibt kein fixiert Säuen, das heißt, das ist das, was wir mal proposieren. Ich meine, dass sie kein Ton, die unmöglich sind zu erreichen, für ein Trinkwasserfördernis oder Mann wie 1000 Kubikmetern Dach
beliefert, die soll 15 bis 20% sein. Das sind eigentlich ganz realistisch Werte. Und noch für ihn, die mehr wie 1000 Kubikmeter am Tag alimentiert, sollte 10 bis 15% sind. Auch heute denke ich, also sind das auch ganz, ganz realistisch Werte. Wenn der Dolo all macht, wie gesagt, ab 24, wo den Tableau do einmal am Jahr soll als geschickt gehen und ausgefüllt gehen, dann hat er noch auch in schönen Diagramm ein moderne Früchten und die 3 Parameter, die wichtig sind, wie ich gerade so Früchten an die Prozente, ein Früchten durch Branchement und ein Früchten durch linear vom Reso. Das ist die einzige Zeit, die wir gerne hätten, einmal am Jahr proper ausgefüllt. Für die Gemengen, die schon so wie soll ich das sagen, in Tagebuch feiern, über die Produktion, über die Konsumation, über ihren Service im Reso, halt den Excel oder was für eine Form, dass auch immer macht. Wir wollen gar nicht, dass da muss in ein Standardformular von uns. Und das, was wir wollen, sind, dass die 10 Données, die ich gerade so teil am Gielen, dass die ausgefüllt gehen, für die Gemengen, die aber noch nicht tun oder die nicht so an einer Form haben, wie sie es vielleicht gerne hatten, haben wir an dem Tableau auch separat Tabs mit gehangen. Ich mache ein bisschen mehr groß. Wo wir erst Möglichkeit gehen, all die Données, die hier stehen, Heinerenke abzufeiern. Das heißt, das ist einfach, dass du also ein Tagebuch, die können die Tool nicht auch nicht. Das ist irgendwie los, wo man eben die verschiedenen Punkte einfach wieder produziert, verkauft, erkauft, darauf hin Distribution und Früchten, das nämlich moderne Konsumation. Was braucht er am Reso, wie oft man da purgen, das wird schon gerade alles gezählt tun, das könnt ihr hier auch gehen. Ihr müsst doch nicht all da gehen, ihr könnt es einmal am Jahr, einmal am Monat, gerade bei Bedarf von ein größer Frieders, also ihr könnt den Tableau holen und es so gebrauchen, wie für ihr Anfang passt. Das Einzige, was wirklich wichtig ist, ist, dass er aufpasst, ob die Periode der Referenz mir 100 Euro geschrieben, dass er Produktion an der Konsumation, dass das immer die dynamische Periode ist. Weil am Moment, ich weiß nicht, wird dass ja oft das anders das fakturiert geht, vielleicht wie aufgelesen geht auf die Kontoren, da den zu einem Zeit auflese geht, wo da eben immer ein bisschen no kennt. Also es geht den auflesen, da weiß ich, was für die Main für drüber du verbraucht gouf. Fakturation lebt aber vielleicht ein bisschen anders. Das was wichtig ist, ist, dass da wirklich probiert, die Periode, wo da Volumen mit nicht vergleicht, dass das dynamisch ist, dass man nicht Apple mit Biere vergleichen, mir wirklich von der, wie gesagt, das ist egal. Heute steht am 1.1.23, die Periode kann von mir aus auch Christtag 22 Uhr oder eine Woche no Januar, also den 10. Januar, das ist eben just da, wo der aufhängt, ob da immer plus minus 365 steht, dass man Jahr haben, was man können vergleichen. Und das für alle Volumen, die man haben. Genau. Dann war sie zu dem Tableau. Wie gesagt, ich stelle mir zur Verfügung. Die könnten direkt nutzen, spätestens aber ab 24 brauchen machen. Also, wenn der Lovel Taste wie es funktioniert, könnt ihr auch gerne weil aufhängen. Das Jahr wollen wir nicht, nächstes Jahr wollen wir auch noch nicht. Wir wollen gerne bis Juli 25 den Tableau von 2024. Und da, was wir verlangen, ist effektiv heute die erste Zeit, dass die ausgefüllt ist, die ganze Rest aus wann der Welt dürft er nutzen, wann deren schon egen Hut, könnt ihr ihren egen holen. Voilà. Dann gehen wir schon zur Präsentation. Zack. So. Ja, was dann von geht, und am Anfang schon ein bisschen gesagt, es geht eigentlich nur mal darum, für dich zu konsultieren, was geht überhaupt verbraucht, ob ihr das logisch kann machen, weil ihr eventuell schon eine Smart Meter hat, wie man nur drauf zu schwarzen könnt, oder ob das pro Semester, pro Trimester einmal am Jahr macht, das hängt ganz viel von ihren Kontoren auf wie die auflesen geht. In zweite Wolle, die noch immer hilft, dass man der Sektor schafft, durch Kontoren, dass einfach Früchte könnt mehr sehr lokalisieren, dadurch, dass sie könnt, ja, wie Schieber aufschieben, dass einfach nur Sektor könnt sichern. Nee, Momentchen, ich mache just. Was findest du? Mikro denke aus.
So. Ah. Und den dritten Punkt, das dann eben, ja, die geht ja dann, also ich meine, das ist nicht, die sich der Fritte ja normalerweise selber, das heißt, die geht sie prälokalisieren und dann eben, ob sich dann noch für entweder mit akustischen Methoden für die Fritte dann zu detektieren, sie zu reparieren, aber wichtig ist einfach dann die Gestion patrimonial, quasi auch darum wie ein Inventär oder so ein Tagebuch zu führen vom Reso. Wo hat man Fritten, respektive auch, wie gesehen, meine Leitungen aus, wie alt sind sie, wo haben wir schon Neuleitungen leiien, was können wir eventuell auch schon präventiv einfach ersetzen, weil sie so alle so ein Loischen von noch einkehr könnt, da das die ganze Gestion patrimonial vom Reso, da da genau ein Inventar, do auch ein Tagebuch fährt. Ich meine, das sind da auch einfach viel, die das schon hun, dass das nur nicht Neues, was ich zählen. Und dann für die Rendement zu optimisieren, ja, der wichtigste Punkt ist eigentlich vier Fuiten an einem Reso zu minimieren, also da einfach den Trinkwasserkonsum, ob das beschränken, wo wirklich essentiell oder nötig ist, nicht mehr zu verbrauchen, wie ihr wirklich braucht. Das ist der erste Schritt. Dann ist es natürlich auch für wir können als Trinkwasserfournisseur ganz klar auch Strategien ausschaffen, wie der kann der Fuiten optimisieren, dadurch, dass er wirklich en temps réel, also dass wir, da gehen wir auf den Weg vom Smart Meter, das ist ja auch also nicht der nächste Punkt, den wir werden ausschwatzen, da den en temps réel weiß, was das was sind meine verschiedene Volumen, was brauche ich gerade für Wasser, da den eben so, wann die Sektorisation sitzt, so Sektorskonteure, wo ich noch mehr sehr kann gucken, wann ein Fuit ist, ein Drunners, dat Fuite Kompagne gemacht gin, ich mein, dat geht doch schon ganz viel prophylaktisch präventiv bei den Trinkwasserfournisseure gemacht, für eben op sich zu go, respektiv den Nutzverbrauch zu gucken, geht op null oder ob Wert den normal ist für Gemeng oder das Syndikat, wann net auch do dann op Fuiten sich zu go, wo sie hier könnt, zu reparieren, wie gesagt, die Gestion patrimonial als wirklich wichtig für den Überblick über die ganze Reso zu hun. Und dann überall Konten abhängen. Überall, wo Wasser fortgeht, Konten abhängen. Das ist nicht immer machbar, gerade auch bei Chantieren oder auf Plätzen, eben wenn eine Übung vom CGD ist, wenn ich es nicht mitkriege, dann kann ich just nur feststellen, dass ich von mehr Wasser fortgeht, weiß ich vielleicht nicht direkt von wo, aber auch da, so gut wie es geht, und wie es möglich ist, einfach alles, was fortgeht, zu kontabilisieren. Und dann eben das Ganze an Tableau festzuhalten, dass man den Tod de Fuit da können dann auch berechnen. Und wie du gerade gesagt, ein wichtiger Punkt für die ganz Fuiten oder was wirklich hilft an der Gestion von den Fuiten ist eben den Deployment vom Smart Metering. Was wir genau in der Smart Metering verstehen, weil eine Methode nicht schon gehen, also für und das gesehen wir am nächsten Punkt. Ich gebe just einen kurzen Stopp machen für zu froh, wann frohe sind, da können wir die gerne stellen. Oder sos irgendwie machen, da können wir die gerne interpretieren, aber nicht gif mal am nächsten Punkt führen. Okay. Naja, dann gehen wir auf den Smart Metering Punkt direkt über. Hier werde den Sigi eine kurze Präsentation machen. Ich gehe just kurz darauf an, was wir in einer Smart Meter verstehen. Also ein Objektiv von einem Konteur, den smart ist, wie wir es definieren, ist wirklich, dass man Relevé von der Konsumation haben, den täglich ist oder stündlich ist, also dass die wirklich real Daten transferiert kriegt auf sein Computer oder auf seine Logistik, den er hat, dass den da wirklich pro Stunde, pro Tag einfach real Werte hat, wie den Trinkwasserverbrauch an der Gemeinde ist. Das ist einfach das, nicht den Mode Walk-by, also nicht, dass den über Funk nach Auflese geht. Für all das Smart Meter wirklich die Konteur, die schon so kommuniziert, dass wir auch als Trinkwasserfournisseur wirklich mindestens einmal am Tag, wenn nicht stündlich, Daten zur Disposition gestellt wird. Voilà, wie das genau funktioniert, da gibt es verschiedene Methoden.
Avantagen haben wir einmal aufgeschrieben, just für den Mat zu gehen, einmal für ihr als Trinkwasserfournisseur, aber natürlich auch für den Konsumateur, was die Avantage vom Smart Meter sind, dass auf der einen Seite da wirklich in automatisierten oder in mehr einfachen Weg für ihre Konsumation zu Mosen zu notieren, weil du muss durch die Straße laufen oder zwei Leute durch die Straße müssen laufen, an per Funk abholen, weil man ohne geht auch noch bei verschiedenen Häusern nicht, oder das muss in einer Schale gehen, für ranzugehen, und dann sehen, ob Leute angewiesen von ihrer Seite auch Leute, also die Bürger von daheim, dass sie daheim sind, da hat er natürlich immer mehr große Main-d'œuvre, wie wenn er nicht einfach automatisiert auf seinen Computer kriegt. Dann also der Moment so, dass entweder er Faktoren, je nachdem wie der aufliest, pro Semester, pro Trimester oder pro Monat rausgeht oder einmal am Jahr sogar. Von der über das Smart Meter Foto hat er ja wirklich die real Konsumationen, also die Volumen, die wirklich real über die Periode gebraucht wurden. Ja, die hat eine Surveillance en continu, ich meine noch, wie man gerade so mit den Fuiten, es gesagt, in direkt von Konsumation stark an Blut geht, darauf sie kann ihn dann op sich go no senge Fuiten oder einfach nur Anomalien. Et kann en e guten Historik feieren iwwer Statistike, weil en alles schon informatisch einfach gut. An wat Kachten ugeht, ganz oft gët gesot, dat de Smart Meter wirklich viel Medaier ass wie normale Konte an der ganze physischer, wat net unbedingt so aus. Also die verschiedene Modelle, wo sich mittlerweile kann a Kontrakter mat uschleessen, wo auch en Smart Meter nimi Welt kascht, sommer ab es zwischen 7 Euro de Konter, vielleicht danach von in Dongel oder in Steck braucht für Konnexion zu machen, sind wir bei 110 Euro, in normale Konter ist auch oft den Dreh. Von der war aus, dass da einfach Funktionementskasten dadurch, weil vieles automatisiert lebt, viel mehr niedriger ist wie an einem Standardkonto, aber mal der Funk oder die Normalkonto, wo ich nach muss ein Haus auflesen kann. Für den Konsumateur hat es natürlich auch seine Vorteile. Hier kann seine Konsumation auch die Realkonsumation können verfolgen. Hier kriegt man seine Rechnung, die wirklich auf der realen Konsumation basiert. Es kann ihnen natürlich sensibilisieren. Da gehen wir echt dann auf den Weg, wann die Konnexion gibt zwischen der Konsumation Konto an einer Applikation, beispielsweise im Handy, wo ihn zu all Zeit gesagt, was ihr braucht. Das ist natürlich wie auch wenn man beim Strom von der Kreos Innovos gucken, da gehen die App ja auch, weil das ist natürlich auch eine Sensibilisation, wenn ihr gesagt, wie viel das ihr braucht, ob ihn, ja, Hans da wird ein bisschen Initiativ für die Leute für Wasser zu spuren. Und natürlich gesehen sie, und da sind wir auf dem Punkt, wo steht, wir dürfen nicht Fuiten für den Trinkwasserfournisseur und Fuiten für den Konsument verwechseln. Das heißt auch, der Konsumateur gesagt, von seiner Konsumation extrem an Blut geht, hat aber nicht anders das gemacht, aber da wissen, dass irgendwo in Grund hat den drüpst oder irgendwas was lebt, was nicht laufen soll. Das heißt auch dem Konsumateur hilft das, für mehr ja seine Fuiten respektive irgendwelche Anomalien zu finden an seinem hausinterne Reso. Genau, demnach ging es da laut Wort und den Sigi gehen. Sie gehen ein bisschen mehr genau auf das Smart Metering an, auch wie das ausgesehen bei Ihnen. Und voilà, wenn der Punkt da fertig ist, da können wir dann auch noch ein gerne vorstellen oder remarquer. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Oui, effectivement, le Ziggy intervient aussi d'un point de vue informatique dans le domaine de l'eau, d'un point de vue des différentes interfaces avec les solutions qui existent pour la relève des compteurs, que ce soit d'ailleurs de la relève radio ou de la relève via les compteurs IoT. Mais on intervient aussi notamment pour l'article 17 dans le cadre de l'amélioration avec nos factures, puisque sur les factures, si vous allez sur le slide suivant, on va, alors voilà, où on voit effectivement une statistique qui rentre dans le pacte climat, qui est inséré au recto des factures générées par GESCOM. Donc si on regarde le graphique qui est sur la droite, qui a un gros plan avec des valeurs intégrées à l'intérieur, c'est un graphique qui nécessite à peu près une journée d'accompagnement avec les communes sur demande et qui va permettre aux
consommateurs de pouvoir identifier l'évolution de leur consommation d'eau. Donc, sur les 4 derniers exercices. Et là, on voit 2 solutions qui sont en fait intégrées sur le graphique. L'histogramme qui représente en fait les consommations du consommateur, que ça soit un ménage, un agriculteur, une industrie, et 2 courbes qui vont répondre donc dans le cadre du pacte climat, qui vont afficher à la fois la consommation moyenne de l'individu pour le ménage, donc d'un seul individu, et on va la comparer avec la courbe verte qui, elle, va représenter la consommation individuelle d'une personne sur la commune. Donc les courbes ne s'adressent qu'aux ménages. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vos communes ne l'ont pas encore mise. C'est vraiment très simple à mettre en place. Voilà. Ça se fait avec votre service facturation. Alors, si on passe au slide suivant, donc là, concernant la partie interface, aujourd'hui, on est interfacé avec 3 fournisseurs de compteurs, Sigfox, LuxMetering, Isar. On est en train de travailler avec la solution LoRaWAN de Zener pour justement interfacer leur solution également. Donc, comment ça fonctionne au niveau du système? Donc, on va récupérer en fait tous les jours à minima un index, donc une seule valeur par jour, et si la solution le permet, également des consommations horaires. Donc 24. Donc à ce jour, effectivement, il y a qu'un seul prestataire qui peut nous les fournir, mais si d'autres solutions arrivent à terme sur le Luxembourg, évidemment, on les intégrera aussi de la même façon. D'un point de vue technique, comment ça fonctionne? Donc, on récupère ça quotidiennement. C'est soit communiqué par l'intermédiaire de web services, soit déposé sur un FTP. Ces données-là, quotidiennement, on va les rapatrier dans notre base de données 1 à 2 fois par jour. Et après, par l'intermédiaire des outils, aujourd'hui GESCOM, on va pouvoir créer des tournées, donc interroger la base de données de façon à pouvoir récupérer les index, pouvoir derrière générer la facturation. Donc la création des tournées, la facturation, on est actuellement en train de travailler aussi sur la récupération d'un seul des index pour un seul compteur IoT, afin d'éviter justement de créer une tournée pour un seul compteur. Voilà, ça c'est un petit peu le schéma global aujourd'hui, et c'est le fonctionnement qui va être adapté à tous les fournisseurs de solutions de compteurs de télérelève, donc de compteurs IoT. La mise en place, alors ça va dépendre de la solution. Donc là, on parle uniquement de la mise en place avec l'interfaçage au niveau de GESCOM. Donc ça ne comprend pas l'intervention qui est propre au prestataire du compteur. Donc il y a différentes interventions qui vont se passer pour mettre à jour en fait GESCOM, pour l'adapter. Donc ça se fait avec votre service recette ou votre service facturation. Donc ça comprend un accompagnement, une réunion de démarrage, il y a une formation qui va s'appliquer. Et pour les utilisateurs de la solution LuxMetering, il y a effectivement une application, on va en parler tout à l'heure, qui va permettre justement à gérer l'initialisation et l'identification des compteurs. Donc tout ça, globalement, ça représente une charge entre la commune et le Ziggy entre 1 et 3 jours au maximum. Voilà, sur le slide suivant. Donc là, c'est un peu une vue sur ce qui est réalisé, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, une vue à court et moyen terme. On a livré il y a 2 semaines maintenant de nouvelles fonctionnalités qui vont permettre d'identifier les consommations anormales sur des compteurs uniquement LuxMetering. Alors pourquoi uniquement LuxMetering? Parce que donc ça a été livré sur une commune pilote uniquement actuellement.
Uniquement LuxMetering, oui, parce que les autres identifications de fuites potentielles, c'est ça qu'on appelle des consommations anormales qui peuvent évoluer vers des fuites potentielles. Ce sont évidemment les compteurs eux-mêmes qui, pour les autres solutions, qui vont identifier et détecter ces types d'alertes-là. Donc ça a été livré il y a 2 semaines. Là, on est en train de travailler depuis très peu de temps sur la remontée d'informations pour ces alertes, mais par mail, toujours auprès du fonctionnaire. Donc là, on parle d'informations remontées auprès de la commune uniquement, pas des usagers. Et différentes interventions techniques, parce qu'effectivement, on reçoit avec les compteurs IoT énormément d'informations et de données tous les jours. Donc, ça nécessite en arrière-plan une infrastructure qui soit adaptée, et ça a des conséquences qui ne sont pas minimes en termes d'hébergement d'informations de notre côté. Donc ça, c'est les travaux qui seront réalisés, qui sont en cours et qui seront réalisés d'ici la fin de l'année. Et ce qui est envisagé pour le premier trimestre 2024, c'est de vous inviter, notamment les services techniques, les services industriels, sur un workshop qui permettrait d'identifier les points, les différents besoins que vous avez, ce qui a été présenté notamment aujourd'hui en termes d'actions de suite, d'informations auprès de l'usager. Ce sont différents points qui sont connus, qui sont identifiés chez nous, mais pour lesquels il va falloir rentrer davantage en fait dans les précisions pour identifier le contenu exact. Donc ça passe pourquoi pas par l'intégration de solutions, des 3 autres solutions, pour les 3 autres acteurs dans notre solution de gestion des compteurs, donc pour Sigfox, Isar, le Ravan. Ça passe évidemment par un dashboard qui pourra évoluer dans le temps, qu'il va falloir définir avec vous. Donc, dashboard destiné aux fonctionnaires toujours. Et cette interface-là où l'information pourrait être éventuellement communiquée directement à l'usager. Là, on parle des consommations, mais on parle aussi des alertes. Alors, directement, c'est à mesurer. Il faudra justement en discuter parce que je crois que on est d'avis que par rapport au premier retour d'expérience qu'on a eu aussi, que le fonctionnaire devrait être avisé en premier. Et puis, et après, identifier vraiment quelle est la solution si on veut toutefois alerter le consommateur, de quelle façon. Donc, je pense que l'invitation partira d'ici à la fin de l'année pour une convocation probablement en février. Voilà, ça, c'est les premières indications qu'on peut vous donner. Mais il y a un intérêt fort, il y a des besoins qui sont relativement conséquents dans ce domaine-là, et les IGI veut aider aussi, veut apporter sa contribution informatique sur ces différents points-là. Voilà, donc si vous avez les moindres questions, donc vous pouvez contacter Marc, moi-même. Je pense qu'on connaît une bonne partie déjà d'entre vous. Si vous avez des questions, soit immédiatement, n'hésitez pas à le faire là maintenant, ou on peut aussi justement en discuter par la suite. Alors, comment inclure les résidences dans les diagrammes? Alors ça va pas rentrer dans le cadre des courbes. Ça va rentrer en fait plutôt dans le cadre de l'histogramme, où là effectivement les consommations vont être affichées. Par contre, pour les courbes, on répond à la mesure du pacte climat, qui est de pouvoir faire une comparaison avec la consommation moyenne individuelle pour un ménage. Donc effectivement, pour tout ce qui est résidence, c'est un peu plus compliqué si c'est directement le syndic qui est facturé. Donc là, il n'y a pas de solution propre. Il y a uniquement l'histogramme qui va être remonté en termes d'informations sur la facture. Voilà, si vous avez d'autres questions. Sinon, je vous invite à nous contacter. Bon, les questions viendront peut-être ultérieurement, et on a de plus en plus de demandes pour des interfaces avec les compteurs IoT. Donc ça, c'est pareil, n'hésitez pas non plus à revenir vers nous. Merci beaucoup, Stefan. Ja, wie de Stefan lo so, da wie mir auch schon so, wann froh und dünne noch kommen, da könnte ich gern und alles oder auch die Sigi wenden.
Das wirklich viel gesehen, wie ich vielleicht ganz am Anfang, weil ein von der Formation gesucht habe, haut sind wir noch nicht im Detail vom Smart Meter ergangen, weil es einfach, es sind nach größten Diskrepanzen von verschiedenen Trinkwasserfournisseuren einfach da, auch vom Gebrauch oder was sie gerne hätten. Dafür, wenn man Leute Questionnaire oder um Schluss vom Webinar, wenn du wirklich andere hast, wir sind um weh, dass man wirklich wie so kleinen Atelier, weil man ein interaktiv Atelier, wo man auch die so mal feier groß Fournisseuren, die man im Moment am Land haben, für Smart Metering, wo die auch angelötet gehen, wo ihn dann effektiv kann auf der Platz sich da doch auch gucken, wie das funktioniert, was den alles braucht, wirklich am Detail dann do mit dem Fournisseur selber auch am Digi dann den Moment diskutieren, über die Inseldetails. Also das wollten wir auch nur am Ausschluss umgehen, dass wir dann so kleine Atelier machen für all die Punkte, die ich noch weiter interessiere, wo da gerne mehr Detailinformationen dazu hat. Heute war es mal einfach für so einen Überblick über das Ganze zu gehen. Genau. Do gerne, wie gesagt, anrufen, eine Mail schreiben oder über den Questionnaire, den einfach ausfüllen. Da wissen wir dann noch Bescheid. Voilà. Für den Rest, weil du kein frohe mehr sind, fuhren wir just dann nach 4 Uhr, da ist im letzten Punkt, wie es 4 Uhr geht. Da ist ein Kehr, wie ich das global purmul so, mir auditieren 4 Uhr, das heißt, wir checken nicht nur nach einen Doodle-Link und dann kann jeder sich normalen. Im Momentchen, gucken, ein Kehr sehr. Den Herr Pattinger hat mir froh, das Stesel, nicht gemeint Stesel, mein nicht. Zum Smart Metering. Dass das ganze Land auf dasselbe System geht, am Platz 100 Gemeinden mit 100 verschiedenen Subventionen für den Rüsten. Also, was am Moment der Fall ist, wir kennen als Verwaltung, ich weiß nicht, die schwarze Nummer für Einsatzverwaltung, wir können nur nicht, wie Kreos oder Deno, was das vielleicht so ein bisschen machen, ein System promovieren für das ganze Land. Also, wir können kein Fournisseur ausschließen, den das System anbietet. Das heißt, am Moment sind wir aber, wir können das am Moment noch ziemlich angrenzen. Wir haben 4 Hauptkategorien oder Fournisseuren. Wir können so das ist ein Post mit RMS, das ist ein der Kontrakt von der Stadt Diedeling, die mit der GWF-Konteure fuhren, wofür drin auch schon der Kommentar von der Gemeinde All kommen, dass die Konteuren eben gerade, weil du noch so Kontrakt lebt, auch ein gut Stück mehr billig. Ich weiß nicht, wo man da sind wir bei 76 €, mein Schuss für den Konter, sind wir da preislich. Dann haben wir LoRaWAN an, haha, die feiert, es gibt Feiersysteme. Das heißt, das ist noch keine Panoplie, wo wir gut keinen Überblick mehr haben. Wir sind, mach kurz das so. Just ergänzen, Isach. Isach, genau. Isach, Naja, ja. das sind als Feiersysteme, die wir im Moment zu Lützeburg schon. Und darauf basieren wir also auch, das ist ja auch das, was Sie gesehen, Sie probieren Interfassen zu machen für die Systeme, die im Moment implementiert sind. Natürlich wäre es mehr schön, wir hatten ein System für das ganze Land, aber ich meine, allein lo, wie wir schon aufgebaut sind, ist das nicht mehr so möglich. Wir, was zu der Frau B, ob es Subventionen gibt für den Rüsten, lo direkt von uns, wenn wir den Wasserfonds gucken, da gibt es keine Subvention. Das ist aber so, dass auch in normalen Trinkwasserkonto muss ja sowieso, die sind ja lo nicht, wie soll ich das sagen, die muss lo nicht morgen alle Kontoren, die da lo neu installiert wird oder die noch gut sind, die muss ja nicht lo morgen geändert gehen. Das heißt, das ist schon ein Projekt, das sich über mehrere zieht, aber wenn man dann dezidiert, auf den Weg vom Smart Meter zu gehen, da kann ich das ja nur wie die Kontere kommen noch umrüsten. Wie gesagt, rein vom Preis, also da mal keine die große Diskussion, dass es mehr da ja als die Normalkontoren, die der Lofleisch noch an der Gemeinde installiert wird, dem nur, also rein Subventionen für Kontoren zu wechseln und auf Smart Metering umzuswitchen, da gibt es keine Subventionen. Ich weiß nicht, ob das die Frage ganz komplett beantwortet wird. Ja, okay. Genau.
Ja, Census, auch Smart Metering. Also die dürft ich auch gerne, wenn der will schwatzen, könnt ihr auch gerne unmuten. Das nicht, dass keine Wort so darf. Gemeng all hat noch geschrieben, dass sie mit Lux Metering Solution gefunden haben. Aber ja, Gemeng all schreibt doch, dass sie am Anfang skeptisch waren, dass es kompliziert geschenkt wird, aber dass die ersten Erfahrungen ganz positiv sind. Der Sigi Lux Metering Kreos waren ganz hilfsbereit. Ich denke, dass das auch Sinn und Zweck, auch gerade vom Sigi, sie wirklich darauf aus, für so gut wie möglich alles umzusetzen, was dir als Trinkwasserfournisseur braucht, auch wenn es immer mal halt so ein bisschen dauert. Ich meine, das ist überall so. Mir viel Rage, das wirklich Sinn und Zweck zu gucken, was für ein System hat gehen, auch für all die Systeme dann noch eine Lösung zu finden. Lo von der Marc Santos vom Claude Grünhausen, ich weiß nicht direkt, ob das Sigi Lodo darüber schon Bescheid weiß, das kann ich noch nicht so. Aber für die Feier Fournisseur, wo ich gerade geschwärzt habe, da sie wirklich da am Laufen. Wir haben auch verschiedene Gemengen, die wirklich, weil ganz weit mit der Umsetzung vom Smart Metering sind, und auch da kriegen wir eigentlich ganz positive Feedback. Von dem Punkt hier, also wie gesagt, vielleicht ganz jeder, den interessiert, das für Smart Metering umzusetzen, kann mir mal einfach so ein Atelier, wo dann auch wirklich mehr Interaktion, so Webinar fand das gut für eine echt Idee zu kriegen, wo in der wirklich kann man nicht schwatzen. Das ist wahrscheinlich besser, wenn man da so kleinen Atelier organisieren. Da können dann noch wirklich Erfahrungsaustausch gemacht gehen und ein bisschen mehr in Detail gehen. Mir merci auf alle Fall für die verschiedenen Kommentare. Just noch zu der Frage von Herrn Grüneisen. Ja. Also Census hat sich nicht bei uns gemeldet am Kader von einer Rekuperation von den Daten, die täglich stattfindet. Just den Herr Grüneisen hat schon mal uns gemeldet bezüglich der Fakturation. Wir haben mit einer täglichen Überdrohung von Konsumationen, das ist der Stefan Loves einfach. Mit da kann, also wenn du den Besucher hast, kann ich auch no Webinar, kann ich vielleicht einen Kontakt abholen oder auch sie sich dann, je nachdem, ich weiß nicht, wenn die einen Donnerphone hat, könnte ich auch ganz gerne bei uns oder beim Sigi melden, da können wir das natürlich auch klären oder gucken, wie ihn das da kann umgehen. Aber ja, da war das für den Moment noch nicht gewusst. Okay. Mal ich gebe dann noch ein bisschen vier vor, wir haben doch schon bald gepackt, weil wir nach froh kommen, dann tretieren wir die. Ah, okay, tipptopp, vielmals merci. Dann tretieren wir die durch nur nach. Ja, eben, wie gesagt, für Zweitlo just nach ein kann man da ein Auditen, da tun wir wirklich oft gesagt, ich transferiere nicht in einen Doodle und dann gucken wir, wie sich nach alles malt. Für alles sind es fertig Gemengen, die man nach theoretisch Kindern auditieren. So sind wir bei einem guten Feierl, die sich gemalt wird, das heißt, du hast nach Sputten oben. All die Aktionen, die ich gezählt habe, also vieles davon, wenn wir auf heute gucken, auf das Smart Metering, da tun wir auch an den Klimapakt integriert. Das sind zwei Hauptpunkte, die über Trinkwasser schwatzen, ein bisschen über den Wasserhaushalt, ein über die Effizienz von den ganzen Mesuren. Da ist das eigentlich noch ein identisch integriert, wie das, was wir heute gezählt haben, am Lux WSP gefragt wird. Wir probieren wirklich ein bisschen eine Linie zu führen. Da wann der am WSP umgesagt oder am Klimapakt oder auf den anderen Plätzen. Genau, dann gibt noch ein Webinar. Ich hatte darüber über die Nonkonformitäten geschwärzt. Das ist nicht mein Volley und nicht mein Bereich. Ich habe nicht just angeschwärzt, weil es eben ein Punkt am Trinkwassergesetz ist. Da gibt es aber mehr großen, ausführlichen Webinar von der Madame Barboni. An den nächsten Monat werde ich dann auch ein Kehr ausschreiben, in WebEx-Link oder einen Doodle-Link schicken, wo dann eben do Webinar just über Nonkonformitäten gehalten wird. Auch da werden wir, ich hatte das weil an meine Lux-WSP-Formationen öfters gesagt, wir schaffen ja darum, dass das ganz Trinkwasser über die Lux-Tools noch tretiert gehen.
Das heißt, auch da wird so ein Tochtertool rauskommen, identisch zum LuxWSP, nämlich den Interface, und noch die nämlich Advice für dran zu schaffen. Es geht alles mit IWW programmiert. Das heißt, die Webinar dreht dann primär um Nonkonformitäten, um den neuen Tool, das wird der LuxNC, also Lux Nonkonformität sind. Und da kriegt all weitere Details an Informationen davon der Madame Barboni an dem nächsten Webinar. Genau, und dann aus einer ganz platte Sache, wo wir auch ein paar Werte nach als bei ihr schmalen, das für ein Mise à jour vom Plan d'Echantillonnage zu machen. Was hätte man da gern? Es wird irgendwann eine Mail und ihr rausgehen, wo man schon mal den alle Plan d'Echantillonnage, so wie der normalerweise beim Herr Kugner bislo immer ein gemacht, so ein Excel-Tableau, wo da er Echantillonnageplan abgestaltet wird. Die werden wir schicken, wir werden aber auch nach ein ich alle guten Code nationale checken, die für Gemengen 4 Leiien, wo mir an der Mail schon mal kann einen ersten Schritt Speden drüber zu gucken. Das ist aber so, dass man da werden kleinen Skypen organisieren von einer halben Stunde bis Stunde mit all einzelnen Trinkwasserfournisseur, wo man wirklich zusammen da drüber gehen. Also nicht erschrecken, wenn da die Mail kriegt, es gibt viele Informationen, ihr könnt euch ja am Vierfachschnecke gucken und das ausfüllen, was ihr könnt. Wir machen aber Skype, wo wir nur zusammen drüber gehen. Das heißt, Plan oder Ziel, also einfach, dass man auch da kann der Lux-Tool, wie ich gerade so, nicht Lux-Non-Konformität, mit den ein risikobasierte Proben aus der Lux-Rap. Das heißt, Hanno geht quasi der Vierdeel für ihr, dass da Hanno ein automatisiert Gestion hat, wenn dir ihre Prüfplan am Lux-Rap ergeht. Ihr könnt Non-Konformitäten am Lux-NC ergehen. Die hat dann nach der Lux-WSP, dann hast die ganze Reporting, den immer muss gemacht in all 3 Jahren Kommission, wird sich irgendwann automatisch generieren. Das heißt, das ist am Anfang die große Gedanken haben drin, dass all die Données am Trinkwasser, die immer müssen rapportiert gehen, dass die automatisch nur den Tools sich können selbst rapportieren. Dafür braucht man aber eine Base de Données, die richtig und korrekt ist. Und das ist der letzte Punkt. Also die Mise à jour des Plans d'échantillonnage, so geht es primär darum, dass man es bei Schmalen für mal eine Datenbasis wirklich richtig zu haben. Also alle Code nationalen, die gehen, ein drüber zu gucken, ob es je nach gehen, ob man verschiedene können supprimieren, ob man eine Prüfpunkte sollen dabei sitzen. Wie gesagt, eine Base de Données, mit der ich zusammen schaffen, die wirklich richtig ist, die können wir dann auch an unseren Lux-Rap uploaden. An dem Moment schafft ihr noch auf Plan d'Echantillonnage, wo der nicht mehr muss mit den einzelnen Punkten ja immer vorstellen, ob sie gut sind oder nicht. Aber dann hat er wirklich eine Base de Données, die für jeden dann richtig und aktuell ist. Voilà. Aber darüber sollen wir uns nachher bei ihr später an den nächsten Woche wird gehen, wo wir die Skype machen und für den ganzen Rest und Detail von dem Ganzen wird man es dann ein Kamalen und dann eben, wie gesagt, an das kleine Skypen, die wir Schritt für Schritt mit dir da durch. So. Ich gehe noch kurz an den Chat. Ja, genau. Alain, das ist und die, also nicht der nationale Rapport, wir machen ja all Jahr ein nationaler Rapport, mit den all 3 Jahren, das ist ein DVD-Report, also den und die EU-Kommission geschickt wird. Genau. Das ist die, wo immer die 3 Jahre da geguckt gehen und wo in all die Données dran muss sammeln, auch weil das anstrengend ist, oft Données vielleicht verloren gehen oder ja, es viele Etappen gehen, da sie belösen und Zweck für den EU-Reporting all 3 Jahre, für das so weit zu automatisieren, dass sowohl dir wie auch mir, wie jeder Mann arbeitet, damit tut an einfach mehr korrekt kann rapportiert gehen. Genau. Da wären wir schon quasi an. Wie gesagt, die Präsentation wurde abgezeichnet. Die kriegt ihr per Link zugestellt und nur noch frohe Sinn jeglicher Art oder auch einfach der Webinar betreffend. Ihr könnt euch immer bei mir, bei der Madame Adjaoud melden. Wir stehen für alle Fragen noch zur Verfügung. Und ja, wenn der Dokumente, also was ich werde schicken, als einmal den Link auf der Webinar, wir schicken euch auch den Excel von den Fuitentableau. An der Präsentation hat das Link sowohl auf das Trinkwassergesetz wie auch auf Metabolit non pertinent,
die Not von den Metaboliten, wie auch ob die Valeuren, die neue Grenzwerte von den Valeuren am Trinkwassergesetz, die fand das natürlich alles am Trinkwassergesetz rum, mit dem direkten Link oder ja mit an der Präsentation. Voilà. Und damit hatte man es dann halt gepackt. Weil du nach eng froh hut dürfen die gerne stellen, wann nicht so nicht Merci für die Nullaustren. Das ist immer anstrengend so Webinar. Ich hoffe, dann hört ihr ein bisschen auf das Brust. Wie gesagt, nach einer schönen Freude, ein schönes Weekend und bis demnächst. Merci, ihr Jal.